Ich freue mich mega, heute eine neue Predigtreihe mit dir, mit euch, auch online zu Hause zu starten. In Basel, Basel-Land und Lörrach. Und die Predigtserie heißt Das volle, aber es ist durchgestrichen, erfüllte Leben. Das volle, erfüllte Leben. Wir leben in einer Zeit, in der das Leben schnell einmal zu voll wird. Wer weiß, von was ich rede? Ja. Unser Leben füllt sich beinahe von selbst. Seit ich kleine Kinder habe, finden plötzlich Dinge statt wie ein Elternabend. Spielgruppen-Elternabend. Auf das hatte ich auch niemand im Ehevorbereitungskurs vorbereitet. Meine WhatsApp-Nachrichten quillen übel, meine Telegrams, meine Mailbox ist voll, mein Terminkalender ist voll. Ich habe Hobbys, meine Kinder haben Hobbys. Ich muss meine Freundschaften pflegen, meine Verwandtschaftsbeziehungen pflegen. Mein Leben ist voll und ich weiß nicht, wie es dir geht heute, wie voll du dein Leben bezeichnen würdest. Auf einer Skala von 1 bis 10. Aber das ist auch gar nicht so entscheidend, wie voll dein Leben ist, weil das ist nicht das Thema eigentlich dieser Predigt oder dieser Predigtserie, sondern wir reden nicht über, wie voll dein Leben ist, sondern ob dein Leben erfüllt ist. Und das ist ein Unterschied, oder? Du kannst ein volles Leben haben, aber nicht erfüllt sein. Du kannst das vollste Leben haben, aber hier drinnen ist es leer. Du kannst Karriere machen, bekannt werden, berühmt sein, dein Bankkonto kann voll sein. Aber deine Seele fühlt sich nicht erfüllt an. Ein volles Leben zu haben bedeutet noch lange nicht, dass du erfüllt bist. Und wenn es dir heute so geht, dass du dir mehr Erfüllung wünschst in deinem Leben, nicht nur ein volles Leben, sondern Erfüllung, dann ist diese Predigt heute für dich und auch diese ganze Predigtreihe, die vor uns liegt in den nächsten 4 Wochen, weil ich habe eine gute Nachricht für dich und eine schlechte. Okay, wir fangen mit der guten an, oder einfach um ein wenig die Stimmung am Laufen zu halten. Die gute Nachricht ist, und nachher kommt die schlechte, aber die gute Nachricht ist folgende. Jesus Christus sagt, dass er auf die Welt gekommen ist, dass jeder Mensch Leben bekommt und Leben in Fülle. Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus von sich selbst, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und es in Fülle habt. Und vielleicht hier noch einzuhaken, in Fülle bedeutet nicht voll. Also Jesus ist nicht auf die Welt gekommen, an einem Kreuz gestorben, 3 Tage später wieder auferstanden, damit dein Leben noch voller wird. Oder? Einfach, dass wir das geklärt haben. Sondern, dass dein Leben Erfüllung findet. Ein Leben, das nicht davon bestimmt ist, wie viel du hast, wie berühmt du bist, wie reich oder gesund du bist, sondern ein Leben, das bestimmt ist von Gottes Frieden, den er dir durch Jesus schenken möchte. Und das ist die gute Nachricht. Diese Einladung gilt für jeden Menschen, egal was deine Geschichte ist, egal wie voll oder erfüllt dein Leben bisher ist, ob du gläubig bist oder nicht, ob du vielleicht eingeladen wurdest oder auf YouTube denkst, ich schau mal, was mein Nachbar so predigt. Diese Einladung gilt für dich. Jesus bietet jedem Menschen ein Leben, das erfüllt ist, an. Halleluja, das war die gute Nachricht. Okay, jetzt kommen wir zu der schlechten Nachricht. Seid ihr ready? Nicht? Okay, dann kann jetzt die Worship Band auf die Bühne kommen, wir beenden. Nein, die schlechte Nachricht ist folgende. Dieses Geschenk, das Gott einem jeden Menschen geben möchte, dieses Geschenk ist an eine Bedingung geknüpft. Ja, ist leider so. Dieses Geschenk kann Gott dir nur geben, wenn dieses eine Hindernis überwunden wird, das dazwischen steht. Es gibt ein großes oder kleines Hindernis,
das den entscheidenden Unterschied macht, ob du nur ein volles oder ein erfülltes Leben lebst. Ich möchte mit euch eintauchen in eine Geschichte, in eine Szene, bei der Jesus eingeladen wurde bei den Pharisäern. Er wurde von einem Pharisäer eingeladen, es waren mehrere dort, die aßen gemeinsam. Und die Pharisäer waren damals, das war eigentlich so die High Society, einfach in religiös und gesetzlich. Also da kam zusammen, was Rang und Namen hatte. Man sah sich, man kannte sich, es waren die wichtigen Leute, die gesetzestreuen Menschen. Und dann essen sie und dann während dem Essen erzählt Jesus, so wie er halt ist, eine Geschichte. Und Jesus erzählt Geschichten nie, um einfach zu unterhalten, sondern um eine Message rüberzubringen. Ich möchte euch vorlesen, wie er die Geschichte erzählt hat. Lukas 14, 16 bis 20. Vor den Pharisäern, sie sind am Essen, Jesus beginnt. Es war einmal ein Mensch, der gab ein großes Essen und lud viele ein. Und zur Stunde des Mahls sandte er seinen Knecht aus, um den Geladenen zu sagen, kommt, alles ist schon bereit. Da begannen auf einmal alle sich zu entschuldigen. Der Erste sagte zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen, um ihn zu besichtigen. Ich bitte dich, betrachte mich als entschuldigt. Und ein anderer sagte, ich habe 5 Jochochsen gekauft und bin unterwegs, sie zu prüfen. Ich bitte dich, betrachte mich als entschuldigt. Und wieder ein anderer sagte, ich habe geheiratet und deshalb kann ich nicht kommen. Und Jesus erzählt diese Geschichte, während sie am Essen sind, von diesem Festessen. Alle sind eingeladen, eine Riesenparty wird vorbereitet, ein Festschmaus. Ich freue mich schon auf die Weihnachtszeit, wenn ich dann irgendeinen Braten kochen kann und essen. Ich liebe diese Zeiten. Ein Festmahl mit einem guten, alles ist bereit. Die Leute müssen nur noch kommen. Und einer nach dem anderen hat was Besseres zu tun. Etwas Wichtigeres. Ein Acker, der gekauft wurde. 5 Ochsen, die Heirat, alles haben irgendeinen guten Grund, warum sie dieser Einladung nicht nachgehen. In anderen Worten war ihr Leben zu voll. Ihr Leben war zu voll für dieses Fest. Und dann erzählt Jesus weiter, wie der Mensch, der diese Einladung, diese Party schmeißt, dieser Mensch, der Gastgeber, wütend wird. Er wird wütend, als der Knecht ihm erzählt, ja alle entschuldigen sich, der hat das, der hat das. Und er wird wütend und sagt, also komm, dann geh raus und geh zu den äußersten Grenzen, zu den Zäunen, hol wenigstens die Lahmen, die Kranken, die Blinden, die Krüppel, einfach damit mein Haus wenigstens voll wird. Und der Knecht geht und lädt alle Menschen ein, die die erste Einladung verpasst haben. Und dann sagt Jesus am Schluss, um die Geschichte zusammenzufassen oder den Punkt zu machen in Vers 24. Doch das sage ich euch, von jenen Leuten, die zuerst eingeladen waren, wird keiner mein Mahl genießen. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, plötzlich wird es persönlich und Jesus redet über sein Mahl. Zuerst sagt er, es war einmal ein Mensch, der hat eingeladen und so weiter. Und dann aber am Schluss der Geschichte geht er wie raus aus der Geschichte und sagt, diejenigen, die diese Einladung nicht wahrnehmen, werden dieses Festmahl verpassen, mein Festmahl. Und du musst verstehen, in der Bibel, wenn von einem Mahl gesprochen wird oder einem Festessen, wird oft vom Reich Gottes gesprochen. Und man könnte auch sagen, von diesem erfüllten Leben, das Jesus jedem Menschen verheißt und verspricht. Aber die Menschen kommen nicht, weil ihr Leben zu voll ist. Und eigentlich ist die Rechnung ja ganz einfach. Jesus lädt ein und sagt, wenn du diese Einladung annimmst, dann kommst du. Wenn du sie nicht einnimmst, dann kommst du nicht. Also eigentlich ist es mega simpel, schwarz-weiß. Aber ich sage euch, dieser Text, diese Geschichte hat zu mir gesprochen.
für diese Predigtreihe und für heute Morgen. Ich glaube, Gott möchte durch diesen Text zu dir persönlich heute sprechen. Kann es sein, dass unsere Leben zu voll geworden sind, sodass wir das Wichtigste verpassen? Kann es sein, dass wir so beschäftigt sind mit Dingen, mit Besitz, mit Sachen, mit Sorgen, mit dem Trubel, dass wir das, was uns eigentlich Erfüllung geben würde, verpassen? Ich hör diese Aussage immer wieder, wenn es ums Reich Gottes geht. Ja, ich hab keine Zeit. Wir sagen, wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Und was wir eigentlich damit meinen ist, es ist mir nicht wichtig. Aber ist es uns wirklich nicht wichtig? Das ist meine Frage an dich. Willst du wirklich nicht Erfüllung, die Gott dir verheißt? Ist unser Leben denn erfüllt? Sind wir denn erfüllt? Wenn du sagst, mein Leben ist erfüllt, dann ist diese Message nicht für dich heute. Aber wenn du heute hier bist und sagst, mein Leben ist nicht erfüllt, mein Leben ist zwar voll, aber nicht erfüllt, dann sollte es dir wichtig sein, was Jesus dir hier anbietet. Kann es sein, dass das Vollsein unseres Lebens, dem Erfülltsein unseres Lebens im Wege steht? Kann es sein, dass wir keinen Platz mehr haben für das, was Gott uns geben möchte? Gott kann dir sein erfülltes Leben nicht schenken, wenn du noch am Vollsein deines Lebens festhältst. Und wenn wir zurück in die Geschichte gehen, ich habe mich das gefragt, als ich das gelesen habe, warum würde jemand eine solche Einladung eines solchen Festes, wo du einfach essen kannst, Gemeinschaft genießen, warum würdest du das ablehnen? Entweder der kocht schlecht und hat einen schlechten Ruf, aber ich habe mich da wirklich hingesetzt und habe studiert, warum lehnen die diese Einladung ab? Und ich musste nicht lange lesen, es wurde mir ziemlich deutlich. Weil ihnen ihr Besitz zu wichtig geworden ist. Der eine kaufte sich einen Acker, der andere Ochsen, der andere musste heiraten. Der Besitz wurde zu wichtig. Und ich dachte mir, oh Mann, gibt es eine relevantere Botschaft für eine Schweizer Kirche als das? Oder eine deutsche oder was auch immer, egal. Wir sind eines der reichsten Länder. Kann es sein, dass unser Besitz, das, was wir haben, uns im Weg steht, wie Gott uns segnen möchte? Schau, ich bin überzeugt, Gott hat kein Problem mit Besitz. Gott hat kein Problem, wenn du Dinge besitzt. Er möchte, dass du mehr als genug hast. Das ist meine zutiefste Überzeugung. Es wird dann problematisch, wenn der Besitz dich hat. Wenn du nicht frei bist von deinem Gut, von dem, was dir anvertraut wurde. Und meine Frage ist, bist du frei von deinem Besitz? Nicht hast du alles weggegeben, hast du nichts, aber bist du frei davon? Und das merkt man meistens erst dann, wenn man es nicht mehr hat, oder? Oder wenn man was verliert. Ich habe mal einen weisen Mann gehört, der hat, wenn es dann um Familienkonstellationen geht, ja, wir haben es so gut als Familie. Und dieser weise Mann hat gesagt, ja, haben die denn schon geteilt? Wurde das Erbe schon ausgeteilt? Ich kenne wirklich einige Geschichten von Familien, wo dann das Erbe verteilt wurde und es war irgendwie nicht gerecht. Und dann bricht alles auseinander. Und du merkst, sind wir wirklich frei von Besitz, wenn es dann mal nicht stimmt, wenn es vielleicht knapp wird, wenn wir zur Großzügigkeit angerufen werden oder wie auch immer. Ich sage dir und ich glaube, Jesus sagt dir heute, du wirst erst dann das Leben in Erfüllung erleben,
wenn du nicht mehr an deinem Besitz hängst. Das ist die Message von Jesus. Vielleicht bist du jetzt heute hier und denkst, oh, was ist los heute? Kann es auch mehr hoffnungsvoll sein. Ich sage dir, es wird noch einmal schlimmer jetzt in der Predigt und dann am Schluss wird es wieder besser. Also, weil vielleicht bist du jetzt hier und sagst, ja, Besitz und Geld und so, das ist nicht so mein Thema. Ich habe ja nicht viel. Das war jetzt für die Reichen gemeint und für die, die wirklich viel haben und so, aber ich bin ja eh knapp dran und es ist nicht so mein Thema. Ich sage dir, Jesus geht jetzt noch mal ein bisschen tiefer, was das wirkliche Problem ist. Und wait for it, also, weil die Leute sitzen da beim Essen, oder? Ich gehe jetzt mit euch kurz durch das ganze 14. Kapitel vom Lukas durch. Ihr müsst euch selbst durchlesen, ich kann nicht auf alles eingehen, aber es gibt da verschiedene Szenen und Jesus erzählt verschiedene Geschichten, eigentlich um einen großen Punkt zu machen. Also die sitzen da und essen und so und Jesus beobachtet, wie die Pharisäer um die Ehrenplätze sich kümmern. Wer darf wo sitzen? Wer sitzt wer sitzt neben wem? Genau. Wer gehört zu den wichtigen Leuten? Gehöre ich auch zu den wichtigen Leuten? Bin ich jemand? Und Jesus beobachtet, wie sie alle sich sehnen nach Anerkennung, sich streben nach Anerkennung für Rang und Ordnung. Wer steht wo, über wem, wer ist vor wem? Und Jesus beobachtet das und erzählt ihnen eine Geschichte. Er sagt ihnen, wenn du an eine Hochzeit eingeladen wirst, dann wähle dir nicht den Platz aus, den größten Ehrenplatz. Er erzählt das. Weil es könnte sein, dass ein wichtigerer Mensch Teil der Hochzeit wird, vielleicht zum Beispiel der Bräutigam oder so, und dann musst du aufstehen und vor allen wieder zurück und auf den schlechtesten Platz sitzen, oder? Und das willst du nicht, weil dann bist du beschämt, oder? Und ich kann mir vorstellen, Jesus erzählt diese Story und alle so beginnen an zu lachen, oh ja, wäre schon doof, oder wenn du den Sitz des Bräutigams nimmst, oder? Und dann musst du vor allen anderen aufstehen und dann auf den letzten Platz gehen und so weiter. Und alle lachen und dann sagt Jesus folgenden Satz, ich möchte ihn vorlesen. Lukas 14, Vers 11. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Spätestens dann ist die Stimmung gekippt, glaube ich, bei diesem Essen. Aber was in diesen gesamten Aussagen von Jesus deutlich wird, ist nicht, dass nur dein Besitz zwischen einem vollen und erfüllten Leben stehen kann, sondern noch was viel tiefgehenderes, nämlich dein Ego, dein Selbstbild. Es geht viel tiefer als dein Besitz. Wenn du dich selbst für zu wichtig nimmst, in anderen Worten, wird dein Leben vielleicht voll, aber nicht erfüllt. Wenn es in deinem Leben immer nur um dich geht, wenn du im Zentrum stehen musst, wenn alles sich um dich drehen soll, dann wird dein Leben im besten Fall voll und du wirst berühmt, aber dein Leben wird noch lange nicht erfüllt. Als ich 16, 17 Jahre alt war ich so auf der Suche nach, warum bin ich hier auf dieser Welt? Und ich hatte diesen Stress in mir, dass ich nichts verpassen möchte. Weil ich dachte, ich habe 80, 70 Jahre zu leben. Ich möchte das Beste und meiste aus meinem Leben rausholen. Dieser Stress, den du hast, wenn es immer nur darum geht, dass du alles hast, dass du nichts verpasst, dass nichts an dir vorbeigeht. Und ich konnte mich nicht entscheiden, was will ich studieren, was will ich tun, was soll ich denn eigentlich machen. Dieser Stress, wenn es nur um dich geht, ist nicht gemacht für dich und steht dir im Weg, wenn du Erfüllung haben möchtest. Wenn du ein erfülltes Leben haben möchtest, musst du Folgendes verstehen. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um dich.
Und das klingt wie eine schlechte Botschaft, wie eine schlechte Nachricht, aber eigentlich ist das die beste Nachricht ever. Die Entspannung, die du erlebst, wenn du merkst, es geht gar nicht um mich, wo ich sitze, wer ist der Ehrengast. Wenn du verstehst, dass Jesus in deinem Leben der Ehrengast ist, wenn er im Zentrum ist, wenn es um ihn geht, um sein Reich, ist das unheimlich beinahe entlastend, weil es geht nicht um dich. Diese Message ist so kontrakulturell, weil wir leben in einer Zeit, wo es darum geht, dass dein Leben voller wird, dass es dir gut geht. Es geht um dich, du musst zu dir schauen. Schau zu dir, schau, dass du bist nicht gemacht für das. Es geht nicht um dich, um dein Ego, sondern um Jesus. Und dann treibt es Jesus dann wirklich auf die Spitze und dann wird es dann besser. Okay, jetzt sagt er noch einmal ganz was Übles, und dann, aber ihr versteht jetzt, weil die Kerbe, in die er schlägt, geht immer tiefer und jetzt holt er seinen größten Hammer hervor. Lukas 14, Vers 26. Wer zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern und dazu auch noch sein eigenes Leben hasst, kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und in meine Nachfolge tritt, kann nicht mein Jünger sein. In anderen Worten, kann nicht ein erfülltes Leben haben. Und dann schließt er die ganze Episode im 14. Kapitel mit folgendem Satz, Vers 33. So kann denn keiner von euch, der sich nicht von allem lossagt, was er hat, mein Jünger sein. Okay. Zusammengefasst, sagt Jesus, wenn du es nicht schaffst, dich von allem in deinem Leben loszusagen, von deinem Besitz, von deinem Geld, von deinen Beziehungen, sogar von dir selbst, wird dein Leben im besten Fall voll, aber nicht erfüllt. Wenn du ein erfülltes Leben willst, sagt Jesus, sag dich los von deinem Besitz. Erniedrige dich selbst, damit du erhöht wirst. Nimm dein Kreuz auf dich und folg mir nach. Aua, bum, shakalaka, okay? Das klingt schlecht. Das klingt wie, Jesus hat ein Geschenk für dich, aber es ist brutal anstrengend. Danke für nichts, Jesus. Dieses Geschenk, auf dieses kann ich auch verzichten, oder? Aber ich sage dir, es gibt nichts nichts Erfüllenderes, als wenn du dein Leben Jesus übergeben hast. Damit meine ich, dass er an deinem Ehrenplatz sitzt. Damit du lebst, dass er groß wird. Nicht, dass du Karriere machst. Wenn du lebst mit deinem Besitz, mit dem, was du hast, mit dem, wie du lebst, für ihn, für sein Reich, findest du Entspannung, findest du Erleichterung, weil du nicht mehr wichtig bist. Und in diesem ganzen Geheimnis merkst du, dass Gott dich unheimlich liebt und sich um dich kümmert. Jetzt, ich habe ein großes Glück, eine Frau zu haben, die früher auf der Bank gearbeitet hat. Und seit ich geheiratet habe, habe ich nie mehr selbst eine Rechnung bezahlen müssen, weil sie einfach das gerne macht. Wirklich, keine einzige Rechnung. Ich habe mich, glaube ich, einmal in den letzten 10 Jahren in das E-Banking eingeloggt. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie viel Geld wir haben. Wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Meine Frau kommt zu mir, manchmal ist es so, dann kommt sie mit so 3, 4 Blättern, sagt, hier musst du unterschreiben, hier. Und ich so, okay, unterschreibe ich habe keine Ahnung, was ich gerade unterschrieben habe. Und dann gibt sie mir eine Visa-Karte und sagt, hier, damit kannst du einkaufen. Und ich so, okay, easy. Ich habe keine Ahnung. Und vielleicht denkst du, du solltest eine Ahnung haben. Aber ich vertraue meiner Frau und bisher geht es gut. Aber dann ist meine Frau, sagt, ja, komm, wir unterstützen diese Familie oder komm, wir spenden da was hin. Und ich sage, können wir uns das leisten?
Sie sagt, ja, ja. Und ich so, okay, also gut. Und ich gehe mit meiner Visakarte durch mein Leben sorgenfrei. Ich sag's dir, sorgenfrei. Warum erzähle ich das? Ich glaube wirklich, wir können selbst, wenn es um die Beziehung zu Gott geht und in unserem Leben, mit unserem Besitz, mit unserem Geld, mit unserem Ego in Frieden sein, weil wir wissen, wir haben die Verantwortung abgegeben an ihn. Damit meine ich natürlich nicht, dass du keine Verantwortung mehr hast. Wir müssen weise sein und gut sein und es braucht solche Leute wie meine Frau, die solche Leute wie mich unterstützen. Ja, ist gut. Das brauchen wir. Das ist nicht mein Punkt, aber es geht mir darum, bist du frei von deinem Geld? Bist du frei von deinem Besitz? Bist du frei von deinem Ego, von deiner Selbst? Weil nur dann wirst du erfüllt. Nur dann erlebst du diese Fülle. Und jetzt wieder zurück zur guten Nachricht. Die gute Nachricht an dieser Geschichte ist, dass Gott ja, der dieses Bild nutzt, um von seiner Einladung zu sprechen, dass er damit jeden Menschen meint. Egal, was deine Geschichte ist. Gott lädt jeden Menschen ein. Jeder Mensch ist eingeladen an sein Fest, in sein Reich. Jeder Mensch ist eingeladen, dieses erfüllte Leben zu empfangen. Und wir sehen in dieser Geschichte, dass sogar arme, Bettler, Kranke, Blinde, verkrüppelte Menschen es schaffen, an dieses Fest zu kommen. Das heißt, es zählt nicht deine Leistung, ob du an diesem Fest teilnimmst, sondern eigentlich nur deine Bereitschaft. Nur deine Bereitschaft. Und wenn du heute gemerkt hast, während dieser Predigt und in diesen Sätzen von Jesus, wenn du das gemerkt hast, dass du zu denen gehörst, die zu fest an ihrem eigenen Leben hängen, die zu fest an ihrem eigenen Besitz und ihrem Ego hängen, wenn du merkst, dass ich bin hier nicht frei. Ich fühle mich wie ein verkrüppelter, blinder, mein Reichtum hat mich verblendet, ich fühle mich lahm, ich fühle mich blind, ich fühle mich taub, ich fühle mich nicht fähig, ich bin geknechtet durch mein Ego, durch mein Geld, durch meinen Besitz und ich bin nicht frei. Wenn du merkst, ich habe das, dann ist die Good News. Das ist alles, was du brauchst. Weil dann kannst du zu Jesus gehen, zu Gott gehen und sagen, Gott, hilf mir. Ich bin nicht frei von mir selbst. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deinen Frieden. Und dann bist du schon im richtigen Team, weil dann nimmt Jesus dich ernst, vertrau mir. Und dann nimmt er dich in seine Schule und dann trainiert er dich, immer freier zu werden von dir selbst, immer freier zu werden von deinem Besitz, immer freier werden von deinem Ego. Und das ist eine Schule. Und schau, das ist nicht, jetzt betest du und dann ist es erledigt. Jetzt kommst du in diese Predigt, hast es gehört und jetzt kann ich jetzt was umsetzen und dann bin ich für immer frei. Nein. Dann wirst du ein Jünger von Jesus. Ein Jünger bedeutet eigentlich einfach ein Schüler. Dann beginnt ein lebenslanger Prozess, wo du einüben musst, dass es nicht um dich geht. Einüben musst, dass das, was du hast, nicht dir gehört, sondern dir nur anvertraut wurde. Es ist ein Einüben. Und Jesus nimmt dich dann in seine Schule. Und jetzt, ich möchte ganz konkret enden heute. Ich möchte dir wirklich ganz eine konkrete Hilfestellung geben, die du heute Abend umsetzen kannst, morgen früh, die dir helfen wird in diesem Prozess. Aber bevor wir das machen, wir machen das am Schluss, bevor wir das tun, möchte ich jetzt beten. Für zwei Gruppen von Leuten. Wenn du heute hier bist und du merkst, hey, ich brauche diese Freiheit. Ich brauche diese Freiheit von meinem Geld, Besitz, von mir selbst. Und ich möchte wieder ein Nachfolger von Jesus sein, der ihm ähnlicher wird. Und du merkst, du brauchst heute seine Hilfe. Und seine Gnade. Und du spürst, heute lädt er dich wieder ein, ihm nachzufolgen. Und du merkst, du hast dich verehrt, du wurdest blind, verkrüppelt, lahm, wie auch immer, auf dem Weg, diese Zeit. Und du merkst, heute muss ich zurück, ich möchte wieder neu diese Einladung annehmen. Dann kannst du das gleich tun. Das ist die eine Gruppe, für die ich beten möchte. Wenn du aber hier bist und du hast noch nie diese Einladung von Jesus gehört, und du wurdest eingeladen oder schaust das online zu und du hast noch nie gehört von dieser Einladung. Heute war das erste Mal. Dass Gott dich liebt.
dass er dir vergeben will, dass Jesus für dich ans Kreuz gegangen ist, damit du an diesem Fest, an diesem Reich Gottes teilhaben kannst, damit du Leben hast, Leben in Fülle, ewiges Leben. Dann ist heute vielleicht der Moment, wo diese Einladung zum ersten Mal du wahrnimmst. Und jetzt, wir beten jetzt für beide Gruppen gleichzeitig, okay? Wenn du merkst, ich möchte mehr Freiheit von mir selbst, von meinem Besitz und dem allem, du müsstest wieder zurück, dann gilt diese Einladung jetzt dir. Oder du machst das zum ersten Mal, dann kannst du auch dich jetzt gleich melden. Und ich werde dich bitten, jetzt deine Hand zu heben, wenn du das bist. Zu irgendeiner Gruppe, wenn du das bist jetzt, dann streck jetzt kurz, wo immer du bist, deine Hand. Ja, wir sind eine Familie, genau. 2 Jünger sind hier, sehr gut. Sonst noch jemand? Weil streck sie zu Gott hin jetzt bitte. Ich glaube, das ist ein wichtiger Moment, wo du Gott nochmal neu committest und sagst, Gott, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deinen Frieden. Und ich komme zum ersten Mal zu dir. Amen. Bete mit mir mit. Vater, ich danke dir für diese Hände. Ich danke dir für die Leute, die hier sind. Ich danke dir für deine Einladung und auch, dass sie uns wirklich frei macht, wenn wir ihr Folge leisten. Ich bitte dich jetzt, schenk du uns deinen Heiligen Geist, dass wir umgewandelt werden, umgeformt werden in dein Bild, dass wir dir immer ähnlicher werden, dass wir freier werden, dass wir zurückkommen, was es heißt, dein Nachfolger zu sein, dein Schüler zu sein. Und wenn du heute hier bist, zum ersten Mal eine Entscheidung triffst, dann getroffen hast, dann bete das mit mir mit. Vater, ich komme heute zu dir. Ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld. Erfüll du mich mit deiner Gegenwart. Amen. Amen. So, jetzt haben wir gebetet und jetzt sind wir alle im gleichen Boot, okay? Also vielleicht hast du nicht mitgebetet, vielleicht ist das heute nicht für dich, dann bist du jetzt nicht im Boot, aber für alle anderen, jetzt möchte ich dir eine letzte praktische Anweisung mitgeben. Ich verspreche dir, die wird dein Leben verändern. Es gibt viele Dinge, die wir tun können, um in der Nachfolge von Jesus, in der Einübung, ihm ähnlicher zu werden, was uns hilft, dass das passiert. Es gibt viele Dinge. Man könnte über Großzügigkeit sprechen, über Treue reden und so weiter. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist das Gebet. Und ich sage dir jetzt, das hat mir geholfen. Jesus hat uns das Vaterunser Gebet mitgegeben. Eines Tages wurde er von seinen Schülern gefragt, Jesus, lehre uns beten. Wie sollen wir beten? Und dann gibt ihnen Jesus ein unglaubliches Gebet, ganz kurz. Und ich bin jemand, ich bin nicht gut im lange Beten. Ich bin nicht gut im lange Beten. Ich schweife ab, aber ich bin gut im Vaterunser Gebet geworden. Ich habe dieses Gebet lieben gelernt. Ich bete dieses Gebet jeden Tag. Und ich sage dir gleich, warum. Aber ich möchte dich heute herausfordern. Wenn du sagst, ich möchte mehr in diesen Prozess reinkommen, dass ich Jesus ähnlicher werde, dass ich freier werde von mir selbst, freier werde von meinem Besitz, dann fordere ich dich heraus. Bete dieses Gebet jeden Morgen oder Abend. Bete es jeden Tag. Du kannst es wortwörtlich, lerne es auswendig, einfach runterbeten. Du kannst es dem Sinn gemäß beten, aber tue es jeden Tag, okay? Jeden Tag. Und ich sage dir, warum ich dieses Gebet liebe. Wir können es einblenden. Ich liebe das, wie es anfängt. Es fängt an, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ich liebe das, meinen Tag so zu starten. Ich liebe das, so zu beten, weil es geht, du merkst, Jesus gibt dir das Gebet und er steuert dich dorthin, dass es nicht um dich geht. Versteht ihr? Du beginnst so zu beten, Vater, geheiligt werde dein Name. Du sollst berühmt werden, nicht ich. Du sollst geheiligt sein, nicht ich. Und bevor ich irgendwie bete, was ich brauche, was mir fehlt, bete ich, dein Reich komme, dein guter Wille geschehe heute, wie im Himmel so auf Erden. Und ich verspreche dir, wenn du das jeden Tag betest, Jesus wusste schon, warum er uns dieses Gebet gegeben hat und warum Millionen Christen das jetzt täglich beten, weil
wie ein Problem haben, ein großes Hindernis. Und es beginnt so, dein Reich kommt, dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann geht es um mich. Mein tägliches Brot gib mir heute. Nächstes Slide. Voriges Slide, Entschuldigung, du hast alles richtig gemacht. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und dann geht es um mich. Gott, gib mir das, was ich heute brauche. Gott, hier sind meine Meetings, hier sind meine Probleme, hier sind meine Anliegen für heute, nicht morgen, heute. Gib mir das, was ich brauche, nicht damit ich es habe, sondern weil ich bin schon im richtigen Setting, ich bin schon richtig eingerahmt. Es geht schon um Gottes Reich, sondern gib mir mein Brot, damit ich dir und deinem Willen und deinem Reich dienen kann. Gib mir das, was ich brauche für dein Reich. Dann vergib mir meine Schuld. In dieser Art, wie ich auch anderen Menschen vergebe. Oh, und dann denke ich, vergebe ich anderen Menschen? Gibt es noch jemanden, dem ich nicht vergeben habe? Weil ich möchte frei sein. Ich möchte nicht gefangen sein. Ich möchte hier sein für Gottes Reich. Ich bin eingerahmt in sein Reich. Und dann führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Weißt du, was das ist, das Böse? Hier mein Ego, der ich im Zentrum sein möchte. Führe mich nicht in Versuchung, dass es wieder nur um mich geht, sondern erlöse mich vom Bösen, weil dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und du siehst, das Vaterunser endet wieder mit seinem Reich. Jesus gibt allen Nachfolgern, seinen Schülern dieses Gebet, das regelmäßig zu beten, weil es nordet dich ein. Es rahmt nicht nur dein Gebetsleben ein, und mir hilft das, weil ich eine Hilfe habe, wie ich beten soll, sondern auch mein Leben. Es rahmt mein Leben ein. Es geht nicht um mich, es beginnt mit Gott und es endet mit Gott. Es fängt an mit seinem Willen, es endet mit seinem Willen und hier bin ich für ihn. Ich möchte dich herausfordern, das jetzt regelmäßig anzufangen. Wenn du möchtest, du wirst nach der Predigt via Telegram ein Bild geschickt bekommen, als ein Bild vom Vater Unser. Und das ist in dem Format, wie dein Handy ist. Das heißt, du darfst das als Hintergrund speichern oder als Screen oder als Lockscreen oder wie auch immer. Dass das ein täglicher Reminder ist, wie du eingenordet bist, wie du eingerahmt bist, welcher Teil du spielst. Und ich verspreche dir, du wirst freier werden von dir selbst und von deinem Besitz. Und glaub mir, ich bin ein Egoist. Ich bin als Egoist geboren. Ich habe irgendein Problem. Das hat was mit Adam und so zu tun. Aber ich bin ein Egoist. Wirklich, zutiefst. Aber ich bin heute, ein Jahr später, ein wenig großer Egoist als noch vor einem Jahr. Und ich bin heute Jesus ähnlicher als noch vor 10 Jahren. Weil du das einüben musst. Du musst es eintrainieren. Okay. Amen. Amen. Sehr gut. Jetzt feiern wir das Abendmahl als Zeichen. Du kannst gerne nach vorne kommen und Brot nehmen und Traubensaft nehmen. Und wir erinnern uns dann, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, damit wir frei sein können. Und du kannst das gerne als Erinnerung machen und diese Freiheit, die er dir verheißt, so in Empfang nehmen. Okay? Lasst uns aufstehen, das Abendmahl nehmen. Du nimmst hier vorne, hat das Abendmahl, dort hinten. Nimm dir das selbst, nimm das an deinen Platz, wie es dir lieb ist, und dann übernimmt dann die Band. Sehr gut.